Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft mit eurem Schweizer. Ja, wir sind auf dem Weg zurück in die liebe Geisterlande. Wir haben ja da schon wieder Post bekommen vom Aktionshaus, da ich gestern jetzt wirklich nur eine einzige Folge aufgenommen habe und heute gerade wieder neu aufnehmen. Eigentlich könnte man noch ganz kurz in die Post hineinschauen oder soll ich das einmal links liegen? Ich komm, ich lasse es nochmal links liegen. Oder ja doch, da haben wir einen Postständer. Schauen wir mal ganz kurz rein. Zwei Sachen haben wir gut verkauft und zwar einmal Wollstoff, 78 Stück. Für 73 Gold, nicht schlecht. Da sind wir gerade wieder über 100 Gold drüber. Und dann haben wir nochmal für 162 Gold etwas verkauft. Das habe ich gar nicht geschaut. Ich glaube, das wird in dem Fall der Leinenstoff gewesen. Den Rest lasse ich in dem Fall mal noch im Aktionshaus drin. Jetzt haben wir schon über 300 Gold zusammen. Das ist natürlich ziemlich nice. Da haben wir wirklich gar kein Gold mehr, Problem mehr. Das heisst, das schnellere Reiten dann. Besonders jetzt sind wir sowieso schon bei... Haben wir ja schon schnellere Reiter bekommen für 100. Auf 100% oben. Für Reitgeschwindigkeit. Aber es wird ja dann noch höhere Stufen geben von Reiten und dann ist es ziemlich gut, wenn man ein bisschen Goldvorrat hat. Weil man meistens braucht genau nur für das Gold und sonst für nichts anderes. Aber wir sind ja schon wieder auf dem Weg dann in die Geisterlande. Dort haben wir jetzt nur noch nicht mehr so viel zu tun eigentlich. Wir haben jetzt oben die Abschaltung von Annowin, Kristallkontrollkugel 0 von 1. Und unten haben wir grosse Spinnenwebel getötet. Unsere Zwischenquest, wo ich gesagt habe, dass wir dann auf dem Rückweg noch schauen. Jetzt werden wir sonst ganz kurz so einen kleinen Bogen darum machen, um zu schauen, dass wir da noch 2 Spinnen verwischen. Der Questabgeber ist ja, glaube ich, in dem kleinen Hütchen da drinnen. Da drin versteckt sich der kleine Manöckel. Wo wir dann die liebe Quest mit abgeben, dann würde ich sagen, wir sind wieder mal auf dem Weg hin und her. Und dann haben wir hoffentlich einmal bald die Geisterland abgeschlossen, um in die östlichen Pestländer vorrücken. Das wird ja das sein. Genau, da haben wir nämlich eine riesen Fläche voll. Da haben wir sogar noch verfügbare Quests schon offen. Dann werden wir irgendwie da einen Weg durchabkommen und dann da reinkommen. Die Frage ist dann eher, ob ich mich lieber Unterstadt mache oder ob wir uns wirklich einfach mal da durchabquestet. Weil ab Level 60 würde ich mich automatisch dann in Richtung Nordend machen. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Das wäre dann da oben und wird mich eigentlich da durchquesten, weil das eigentlich mein allerlieblingsgebiet ist, weil ich ein absoluter Lich King Fan bin, wie ich auch schon mehrmals gesagt habe. Da ist ja dann sein Thron eigentlich, wo er rumhückelt und am Rumbefehlen ist. Also jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist er eigentlich besiegt worden und es sind noch 100 andere Sachen passiert in dieser Zeit. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das sehen wir ja dann, sobald wir so wie höheres Level das wir haben, desto mehr erfahren wir auch eigentlich von der Geschichte vom WoW. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es lohnt sich sehr. Es lohnt sich sehr. Ich bin jetzt momentan eben auch mein Dekam aufgezogen. Da bin ich glaube ich jetzt 100 Level 1. Ich bin seit 3 oder 4 Tagen durchgehend voll am Zocken. Und erfahren auch immer wieder mehr von der Geschichte. Und ich bin mega verblüfft, wie gut WoW sich eigentlich entwickelt hat. In welche Richtung das sie gegangen sind und das muss ich jetzt wirklich sagen, Chapeau, Chapeau. So, Jodli Iti, da unten sollten eigentlich schon unsere Spinnenbeine auf uns warten. Also schneller reiten, man merkt gerade mal den Unterschied, also wir sind wirklich mega zügig unterwegs. Das Einzige, was ich mich wirklich mehr freue, ist bis jetzt zu fliegen. Weil sobald wir fliegen können wir von Questpunkt zu Questpunkt einfach fliegen und dann geht das so schnell vorwärts. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt suchen wir da mal noch eine kleine Spinne an. Eine grosse Spinne, heisst die sogar. Ich sage extra noch kleine Spinne und ich denke, tönt ein bisschen cool, oder? Man will die einen cool machen und am Schluss sowas. So. Damage machen wir nämlich auch noch ziemlich besser bis jetzt. Neue Fähigkeiten sind wir bis jetzt, glaube ich, gar noch nicht so gut dran. Also nicht gut dran, bedeutungsweise. Wir kommen, glaube ich, da doch auf Level 42 kommen wir dann wieder neue Fähigkeiten über nice Sachen. Dann können wir uns die dann auch gerade noch anschauen, weil momentan sitzen wir ja noch nicht so... Der wahnsinnige Hit, also der Jäger von mir aus könnte noch ein bisschen mehr Schmacko bekommen langsam. Aber im Großen und Ganzen muss ich eigentlich sagen, bin ich zufrieden mit dem. Also der Jäger ist mir mega ans Herz gewachsen. Ich hätte nie gedacht, dass man im Fernkämpfer, besonders der Jäger, so mit der Zeit zuspricht, wie er jetzt gerade das momentan macht. Weil ich halt allgemein lieber ein Nahkämpfer bin, sage ich jetzt immer mal. Bewahrt euren Stolz. So, dann haben wir die Quest erledigt und machen uns in dem Fall gerade direkt mal auf zu dieser Kristallkontrollkugel und schauen mal an, ob es dort uns noch weiterleitet. Und sonst werden wir uns dann einfach mal Richtung Unterstadt begeben oder östliche Pestländer. Das tun wir dann noch spontan entscheiden, was uns halt gerade ins Plateau reinpasst. Also wie es gerade am besten liegt. Oder was wir dann am gernsten würden machen. Nein, das ist nicht da. Bin ich da völlig... Ah nein, das ist der Bereich da. Dann versuche ich da irgendwie zwischendurch schnell zu gehen. So, voilà. Sieht eigentlich mit unserer Ausrüstung aus. Ausrüstung fehlt uns jetzt momentan immer noch ein Hals und 2 Schmuckteile. Den Rest haben wir bis jetzt gut eigentlich alles aufgefüllt. Ah, du bist doch so... Wieso?
Kannst du mich da nicht einfach in Ruhe aufnehmen lassen, da durchspazieren, mich um meine Quests kümmern? Und was ich an dieser Stelle noch mir sagen ist, ich werde mich hauptsächlich jetzt wirklich nur um Quests kümmern, keine Dungeons mehr machen. Weil ich wirklich merke, dass ich einfach am liebsten queste. Also ich tue am liebsten questen, also Dungeons ist noch lustig, ja, mal ab und zu sehr selten. Also jetzt auf einem anderen Charakter mache ich momentan keine Dungeons mehr. Da zeige ich mir jetzt auch, da tue ich auf 120 auf Level und werde noch weiter questen. Also ich bin einer, ich queste einfach mega gern. Ich verstehe nicht warum, ich glaube das ist immer so personabhängig. Andere tun wahrscheinlich lieber einfach mal nur Dungeons machen oder Schlagzeuge, was auch immer. Bei mir ist es, da kommen wir noch einen besseren Mantel über. Nice, 1 Rüstung, 6 Beweglichkeit und 1 Ausdauer mehr. Da haben wir sogar noch Quests Geisterlande. Alles klar, haben wir jetzt gerade alles komplett abgeschlossen? 3 Kapitel von 3 abgeschlossen. Also in dem Fall ist der Bereich da hinten etwas komplett anderes. Wir haben in dem Fall nur noch die Quests abgeben. Okay, nice. Wir haben in dem Fall Geisterlande abgeschlossen. Okay. Dann kommen wir aber zu der grossen Frage der Fragen. Wo gehen wir weiter? Wenn wir uns jetzt einfach mal den Weg hier durch abmachen. Da hat sie so einen kleinen Weg durch. Komm, dann probieren wir es einfach mal aus und schauen uns an, was es dort erwartet. Ich persönlich habe auch keine Ahnung, was dort abgeht. Da der Todesritt ab 55 anfängt und ich daher... haben wir einen neuen Umhang bekommen. Der ist bläulich, hä? Sieht noch cool aus, Da der Todesritter ja ab Level 55 anfängt, weiss ich gar nicht, was bis Level 55 noch passiert, weil ich das ist schon eine Zeit lang her. Daher weiss ich das. Also eben, muss ich mich auch wieder auf den neuesten Sprung bringen und das haben wir noch mit euch zusammen nochmal durcherleben. So, was haben wir denn da? Kritische Trefferchance haben wir recht hoch schon auf 21%. Hey, Tempo haben wir 2%, Vielseitigkeit 2%. Ist nicht schlecht. Was mich jetzt aber noch wundert ist, ob es dort... Nein, bei dem übernimmt der Titel nicht. Ich habe natürlich noch den Titel der Königsmörder. Das ist, wenn man den Arthas besiegt, also den Lichtkönig auf Level 8. Dann kommt man den Titel über der Königsmörder, aber wie es aussieht, kommt man den wirklich dann erst über, wenn der Charakter selber auch auf Level 80 ist. Oder ob ich den wirklich auch noch separat muss machen. Aber das sehen wir ja dann, das könnten wir dann sogar noch zusammen machen. Ein Lich King Raid, da bin ich immer wieder mit dabei, aber das würde ich dann eher mal sogar in einem Livestream machen, wenn wir dann Level 120 sind. Gut, das mit dem Livestreamen ist auch jetzt aber so eine Sache, ich muss jetzt mal schauen, ob wir da schnell das Internet anbekommen, weil wenn ich jetzt einen Livestream starte, ich würde kotzen. Ich würde euch Grotten jämmerlich auskotzen, weil es einfach nur am Rumlegen ist. Und das ist ja nicht der Sinn von der Sache, dass am Schluss ich das perfekte Bild habe, lustig kann da rumzocken und ihr schaut zu und dann ist das nur am Rumlegen. Das ist nicht der Sinn von der Sache. Darum ich bin da noch am abklären, ob man da jetzt noch schnell das Internet kann einschalten kann, damit ich da auch mein Hobby kann einigermaßen besser aufführen. So, wir sind doch kurz vor dem östlichen Pestländer. Das ist so der... Da haben wir gar nichts zu finden, das ist recht kaputt da. Okay, alles klar. Schauen wir uns mal an, wie die Welt da innen aussieht. Also wirklich farbenfroh ist es nicht, außer dass die Bäumkübel völlig abgewidert sind, gar nichts mehr dran haben. Wir aber gerade mal schauen, ob ich da innen überhaupt eine Quest finde. Um da weitermachen oder ob wir dann wirklich schauen, ob wir da... Weil da habe ich ja natürlich Quests, die es nach Unterstadt bringen, aber ich persönlich... Okay. Bin ich jetzt gerade verwirrt oder ist das ein Dungeon oder... Wir schauen jetzt mal ganz kurz rein. Ganz ehrlich, wir müssen es auch mal erlebt haben. So. Nein, okay, das ist ein Portal, das uns hier überführt ins nächste Land. Ziemlich spezielle Sache, muss ich an dieser Stelle sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt habe ich gerade ziemlich Angst gehabt, dass es könnte ein Dungeon sein und wir den ganzen Weg nochmal zurück machen. Aber es sieht dann noch aus, als würden wir uns... Es ist halt eher einmal die Frage, wo ist die Unterstadt? Die Unterstadt wäre da eine. Wir hätten hier mehrere Quests, die wir erfüllen könnten. Aber wir befinden uns jetzt hier in den östlichen Pestländern. Die östlichen Pestländer, da hätten wir natürlich einen Flugplatz. Jetzt ist halt eher die Frage, wo bekomme ich da Quests? Weil da unten habe ich klar eine. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, keine Quest bekommen. Da oben sehe ich eine Quest. Oh mein Gott. Oder ist das nur unser Drachenfalken? Der hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Kannst du mir das mal erklären? Haben wir von dir eine Quest bekommen? So. Wir sind in den östlichen Pestländern bei so einem Türmchen gelandet. Mit irgendwelchen Allianzen anstatt Hörler. Bin ich noch ziemlich schade gerade an dieser Stelle. So, was haben wir denn da? Oder könnten wir gerade mal noch unsere Rüstung reparieren? Wir haben so viel Gold! Oh mein Gott! So geil! Das habe ich lange nicht mehr gehabt. So, tötet 9 Getriebene nahe der Jagdhütte von Qualitin in den östlichen Pestländern. Ich würde sagen, wir starten in dem Fall damit in die östlichen Pestländer, um uns da mal durchquesten. Da hat es aber auch einige Kapitel auf Lager. 5 Kapitel haben wir da im Gesamten, die wir erfüllen müssen. Ich bin außer Reichweite.
So, ich versuche dann gerade mal da ein bisschen beide aufeinander zu ziehen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Nicht so viel Angst, da mal ein bisschen Gummi geben. So, da haben wir den ersten Manögel erledigt. Von den Pestländern sind ja irgendwelche Schurken, getriebene Waldmann. Sehen genau gleich aus eigentlich wie die, die wir ganz am Anfang mal gesehen haben. Da vorne sehe ich auch gerade mal noch, dass wir das Ausrufezeichen haben, der Quest. Ich werde die mal ganz kurz annehmen. Es könnte ja möglich sein, dass die noch in Zusammenhang wird stehen mit denen, die wir jetzt gerade haben. Oder dass wir gerade am gleichen Ort können. Da haben wir einen Gnomjäger. Stufe 75, hat mir nur noch Fragen angezeigt. So, da kommen wir gerade ein neues Hösli über. Beschafft ein Fellficken vom Dämmerschwingen. Okay. Fellficken vom Dämmerschwingen. Das klingt also pervers irgendwie. Dämmerficken. So, Fellflicken. Oh mein Gott. Ich muss mal ein bisschen besser lesen, bevor ich da mal anfange mit Sachen zu sagen. Ups, Entschuldigung. So. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt gerade mal schnell um die Quest hier. Und nachher begeben wir uns in dem Fall mal ab in die nächste Quest rein. Voilà. Ich brauche ein Ziel. Nehmen wir das hier, Lölis. So, haben wir da gerade noch ein paar mehr? Da oben haben wir noch ein paar. Ah, die begeben sich eher da drauf. Dann. Aber ich würde sagen, wir schauen, dass wir gerade mal 2, 3 aufs Mal pullen. Jetzt haben wir ja schon 4 von 9. Das ist natürlich nicht schlecht. Könnten wir das mal ausprobieren? Ja, das macht immer noch so wenig Schaden. Aber es fehlt mir irgendwie noch ein bisschen Bums beim Jäger. Es kann natürlich auch noch sein, dass ich ein paar Missverständnisse habe, wie man den genau sollte spielen. Ich denke, so sollten wir mal auf einem guten Weg sein. So, dann fehlen uns jetzt auch noch schon 2. Ich würde mal sagen, wir greifen da mit meiner Drachenfalke die an und ich versuche mal den da zu uns abzuholen. So, das wäre Nummer 8. Und da kommt auch noch schon Nummer 9 von diesen Lölis. Voilà. Nice, da haben wir jetzt einen neuen Stoff bekommen, und zwar Magierstoff und Seidenstoff. Das werden wir dann natürlich auch wieder gut können einsammeln und behalten. Ich würde den da oben in die Ecke rein tun. So auch wieder im Auktionshaus verkaufen, weil wie wir sehen, es lohnt sich einfach. Gut, da sehen wir jetzt einmal Schweizer LP. Das ist mein anderer Charakter, der hat jetzt über 5000 Gold, aber die habe ich allein auch durch Questen erhalten und durch das Auktionshaus. Ist nicht schlecht an dieser Stelle, aber das Problem ist, in diesen höheren Level kostet das Reiten bis zu 4500 Gold, wenn nicht sogar mehr. Und dann ist es halt ziemlich gut, wenn wir von Anfang an wirklich so schauen, dass wir über 10.000 Gold haben. Wenn wir dann mal Level 100 sind und durch das, was wir dann wirklich regelmäßig alle Quests abschließen, sollten wir das eigentlich gut anbekommen. So, voilà. So, Entschuldigung. An dieser Stelle, aber ab und zu hörst du, wenn ich rauche, dann kratzt es mir nachher auch immer noch so am Hals. Aber ich gehe immer vor der Aufnahme noch ein Zigarettchen räucheln. Sonst kommt mein Suchtdruck durch da während der Aufnahme und das soll ja auch nicht das Fall sein von der Sache. So, dann haben wir da Fernflicken von Dämmerschwingen. Dann suchen wir dich mal ganz kurz. Unsere zweite Quest in den östlichen Pestländern. Was haben wir denn da? Die Kreuzfahrtkameraden Familie Rotpfad von Dornheim, Tiras Hand, Diener vor Argentumer Kreuzzug und Ende der Reise. Okay, alles klar, das ist ziemlich speziell bis jetzt. Irgendwo da sollte sich das befinden. Nein, das... Sehen wir da irgendein... Ah, da oben! Ich muss näher ran. Und wie hole ich dich da oben runter? Okay. Ah! Wir haben da noch irgendein Item dazu bekommen, um dich hier ab dem Himmel oben runterschiessen. Oder abholen. Jetzt habe ich gehofft, das macht ihm sogar noch gerade ein bisschen Schaden. Aber in dem Fall nicht. So, das sollte eigentlich ganz gut kommen. Also wir machen gut Schaden, wir sollten den eigentlich gut erledigen können. Ohne grosse Probleme. Mich wundert so, was da in diesen östlichen Pestländern alles auf uns zukommt und wartet. So, wir haben unser Level Up. Stufe 2, 4. So, dann haben wir gerade unsere neue Fähigkeit bekommen. Und zwar leitet für 8 Sekunden eure sämtlich erzeugten Bedrohungen auf das ausgewählte Gruppen- oder Schlachtzugmitglied um. Bedeutungsweise, wenn jetzt wir in Fokus sind, also unser Viech angreift. Was ich unsicher bin, ist jetzt, ob wir das dann auch auf unsere Drachenfalken fixieren können. Also wenn ich jetzt da drauf drücke,
dass dann der komplette Fokus auf unsere Drachenvolker geht, dass wir nicht mehr im Visier stehen von irgendwelchen Monstern. Ich lasse das jetzt einfach mal da drin und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal anhand von Situationabhängigkeit später mal aus. Komm bis ruhig da hinten, lass mich in Ruhe. So. Machen wir uns da wieder auf den Weg zu dem Zwergli dafür. Ich glaube, es war ein Zwerg, oder? Nein, das ist kein Zwerg. Da oben ist ein Zwerg. Jawohl. Du siehst aber auch irgendwie... Ah nein, du hast keine Maske. Es hat ausgesehen, als hättest du so eine Maske auf dem Kopf, aber du hast da so ein wunderschönes Kinnbärtli. Aber kein Vollbart. Also ich staniere eben so ein bisschen mehr auf Vollbart. Das da vorne finde ich immer gesehen, das sieht ein bisschen cringy aus. Da haben wir eine neue Quest. Oh nein, die Quest beenden. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil wir da angegriffen werden von so einer komischen Fledermaus, die mich dann in Ruhe questen lässt. Kleine, fiese. So. Dann haben wir gerade mal schon die nächste Quest bekommen. Oder auch nicht? Nein, der hat jetzt auch keine weitere Quest für uns. Also es ist ziemlich komisch, was da in den Bestländern gerade momentan abgeht. Also wir haben den Turm gefunden, aber keine weitere Quest, die uns da könnte weiterhelfen könnte. Das heisst für mich, wir schauen uns in dem Fall mal ein bisschen um und schauen, dass wir jetzt da mal ein bisschen abwärts gehen. Oder soll ich nochmal beim Turm oben schauen, ob sie jetzt da nochmal eine neue Quest bekommen hat? Oh Mann! Alles ziemlich speziell gerade momentan. Ich habe eigentlich gehofft, wir können jetzt da wirklich schön gut gechillt reinkommen. Jawohl, da oben wartet schon eine Quest auf uns, da hinten der Typ, der das Ausrufezeichen vorher schon auf den Kopf gehabt hat. Sprecht mit roter Kommandant Steinberster. Okay, alles klar, dann machen wir doch das ganz kurz. Aber wo befindet er sich? Bringt ein Brief von Lotero? Nein. Aber der ist ja gar nicht, Das ist im Dungeon. Eine Stadtbelagerung. Dungeon. Sprich mit roter Tomakon Steinberster. Die Quest bringt uns dann im Großen und Ganzen eigentlich gar nichts. Das heisst für mich, ich versuche mich in dem Fall mal weiterreiten zum nächsten Flugplatz zu machen. In der Hoffnung, dass wir dort weiter questen können. Und sonst würde ich wirklich da nicht lang machen und ich sage mir, hey hopp, wir machen uns vorwärts Richtung Unterstadt und questen mal in der Unterstadt weiter. Weil das ist sicher auch noch spannend zu sehen, wie es dort unten so abgeht. Wir haben ja vorher gesagt, es sollte sich irgendwo da befinden. Also wenn wir jetzt natürlich da durch würden questen, dann würden wir automatisch auch in die Unterstadt reinkommen. Aber wenn es da so keine Quest hat für uns, richtig schäbig, da vorne wartet schon das nächste Türchen auf uns. Ah nein, ich habe die andere Richtung will am besten. Zu dem komischen Flugplatz da. Den haben wir jetzt schon freigeschaltet, jetzt schauen wir, dass wir da durch abwärts gehen. Dann schauen wir da nach, ob es bei dem Flugplatz irgendetwas zu erledigen gibt von uns. Und wenn wirklich nicht, dann müssen wir uns notfallmäßig zurückbegeben Richtung Silbermond und von dort aus dann Richtung Unterstadt. Hueltalas. Ja, das wäre der Weg in dem Fall zu Dings. Corins Kreuzzug, Tiris Hand. Okay. Coris Kreuzzug, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das ja gerade da irgendwo noch gelesen. Coris, nein, in dem Fall nicht. Das ist ein anderer Kreuzzug. Lappi macht die Augen auf. Seichhörnli. Yeah. So. Östwaldturm, östliche Pestländer. Aber ich finde es jetzt ziemlich komisch, dass wir eben irgendwie Geisterlande komplett abgeschlossen haben, blöd gesagt. Aber da unten nichts anderes auf uns wartet. Also dass es eigentlich eine Quest gibt, die weitergeht. Sie haben uns jetzt von Anfang an eigentlich schon in die Unterstadt rein zwängen. Aber da oben sehe ich auch schon, der Diakon Andal hat ein Questli für uns und da oben haben wir dann noch einen Flugplatz. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir gerade mal die zwei Quests annehmen und hoffen, dass die uns dann weiterhin auch weiterführen. Erbeutet 30 Monschinderaugen von Monschindertrollen in Zulmashar. Dann nehmen wir die doch gerade mal an und dann nehmen wir da noch für einen Blutschlinger im nördlichen Ödland der östlichen Pestländer und vernichtet ihn. Okay, alles klar, schauen wir mal an. Jetzt schickt es uns da wieder ein bisschen drauf und da hinten haben wir dann die Mondschimmer-Augen. Dann schauen wir da einfach einmal komplett durchs Land durch. Müssen wir noch schauen, dass wir da nicht gerade von allen möglichen Viechern angegriffen werden und von uns da vom Reittier oben abholen. Das wäre natürlich wieder ziemlich mühsam und zeitaufwendig. Was ist das? Das sieht aus wie der Anubarak. Aber er ist es nicht. X-Lar, darunter... Da ist alles voll! Ich kann mich da nicht durchschlängeln. Das ist nicht fair. So. Am besten wären wir in dem Fall doch am Weg entlang gegangen. Meistens ist doch der Weg der beste Weg. So, einmal unter dem Bahn durch. Wir sehen nichts, ne? So. Wenn wir uns von da versuchen anzuschleichen. Und dann hat es jetzt schon ziemlich viele Dämonen umeinander gehabt. Es kann auch gut möglich sein, dass das später wieder eine Quest für uns sein. So, da vorne irgendwo sollte sich aufhalten.
Blutschlinger getötet. Okay. Der sollte sich eigentlich irgendwo da aufhalten. Wenn wir einfach so mal versuchen, so einen Aasschlinger zu erledigen, sehen wir eigentlich mehr weiter, wo ich den Blutschlinger könnte verstecken. Da. Das sind ja Aasschlinger. Aber laut der Quest sollten wir uns eigentlich am richtigen Ort befinden. Also momentan, die Folge läuft alles ziemlich komisch. Ab wie das da in der Pistolin ablaufen. Komische Sache. Hallo? Hallo? Einfach nichts. Wenn wir uns das noch mal auf dem Rückweg anschauen, weil irgendwie befindet sich das da nicht. Ich lese da mal ganz kurz durch. Finde Blutschling im nördlichen Ödland der Pestländer und vernichtet ihn. Könnte denn das möglich sein, dass du uns nur da anzeigst, aber dich irgendwo anders könntest aufhalten? Nördlich von ihr eigentlich weniger, das habe ich sehr selten bis jetzt erlebt, dass das so wäre. Machen wir uns mal auf den Weg zu der anderen Quest rauf. Dann können wir die mal auf dem Rückweg nochmal nachschauen. Es könnte auch möglich sein, da hinten haben wir nochmal so einen Wurm, der sich da versteckt. Bist du unser... Nein, auch ein Aasverschlinger. Nicht unser Blutschlinger. Schade, schade. Das ist auch ein Aasschlinger. Da, Blutschlinger, wir haben ihn gefunden. Man kann sagen, was man will, der sieht einfach grusig aus. Da vorne hat es so Schleim in seinem Maul drin. Er hat 3000 Leben, das sollte man eigentlich gut machen. Wow. Wow. Dann schicke ich wirklich zuerst meine Drachenfalken vor, gegen so ein grusiges Ding. Ist einfach ein Maden in riesig, oder meine ich das nur? So, jetzt probiere ich das aber gerade mal aus. Könnte ich jetzt da auf den drauf drücken? Nein, funktioniert irgendwie nicht. So ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür haben wir einen Blutschlinger gefunden und dann können wir mal zur Strecke bringen. Das ist natürlich ziemlich nice. Und dann wir dann natürlich noch unsere Beute einsammeln. Was hast du? Ist das ein neuer Beutel gewesen? Nein, so. Ah, einfach ein bisschen Silber. Das sagen wir selbstverständlich auch. So, da hätten wir nochmal Rüstung und Ausdauer, aber es würde uns kritische Treffer werden wegnehmen. Das lassen wir gerade mal noch so stehen. Das brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und machen uns auf den Weg zu der nächsten Quest. So. Müssen wir einfach mal in die richtige Richtung laufen. Voilà. So, die sollten anfangen, sich da vorne irgendwo befinden. Aber ich wundere jetzt auch gerade, was das soll für Tier sein. So ein Moosschinderauge, bedeutungsweise wir müssen irgendein Tier töten, das uns die droppt. Okay, das sieht ziemlich episch aus. Wir sind bei Zulmashar. Ah, das sind einfach irgendwelche Schattenjäger vom Moosschinder. Einfach irgendwelche so... Also wir tun gerade für Italianer so Urks besiegen, Tröll. Das finde ich jetzt gerade nicht so nice. Aber ich würde sagen, wir machen uns lieber auf den Weg drauf. Da von oben sollten wir wahrscheinlich noch ein paar mehr finden als so einen einzelnen. Ist bis jetzt ein einziger, den ich da gefunden habe. Gut, da vorne fängt es dann auch schon mal ein bisschen mehr an. Ich würde sagen, wir picken uns jetzt einfach mal gerade den schon raus. Da hinten ist irgendein riesen Tempel. Sieht noch ziemlich cool aus. Okay. Ist das irgendein so ein Ritualtempel oder irgendein Aufopferungstempel in dieser Richtung? Gerade 3 aufs Mal jetzt. Zuerst finden wir gar keinen, jetzt werden gerade so viel aufs Mal. Ui, ui. Zuerst etwas anvisieren. Nice, wir haben von 3 Stück nur ein Auge erhalten. Ich glaube, da werden wir in dem Fall noch einige dürfen von denen abmetzeln, bevor wir da wirklich vorwärts kommen. Aber an dieser Stelle würde ich eigentlich mal sagen, wir schauen uns das Ganze in die nächste Folge an, was sich mit dem Tempel da hinten auf sich hat und mit diesen komischen Augen und roten Tempel in meinen Augen das komplette Lager leer. Danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Mir sowieso, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke und